Schon im grauen Altertum freuten sich die Leute, wenn ein Spaßvogel über die Großkopferten etwas sagte. Und das ist bis zum heutigen Tage gleich geblieben. Zurzeit hat halt ein Komiker bei diesem Thema Konzentrationshemmungen, Sie werden das verstehen. Aber ich weiß auch, dass die wirklich großen Männer, dass die schon einen Spaß verstehen. Die lachen selber drüber. Und die wissen auch genau, dass wenn ein kleiner Komiker einen Witz macht, dass deshalb ihre Position noch lange nicht erschüttert ist. Unangenehm sind aber die anderen, die sich immer einbilden, Großkopferte zu sein und sind gar keine. Zu Schachtelhuber hat es immer gegeben, man nennt sie jetzt 110-prozentige. Man wird doch nur lachen dürfen. Es heißt ja immer Kraft durch Freude. Gibt es eine schönere Freude wie die Schadenfreude? Nein. Über die prominenten Persönlichkeiten existieren schon viele Witze, die die Herren sicher selber kennen. Interessant ist es nur, wie die erzählt werden. Währenddem die wirklichen Nationalsozialisten, SA- und SS-Leute, solche Witze hemmungslos mit voller Namensnennung erzählen, ihnen kann ja nichts passieren, sind andere etwas vorsichtiger. Der trifft einen Freund, will ihm den Witz erzählen, schaut rechts, links, nach oben, nach unten und dann wispelt er ihm ins Ohr den Witz. Wenn nun sein Freund lacht, dann ist gut. Wehe, wenn aber der ein bedenkliches Gesicht macht, dann kriegt's der Witzeerzähler gleich mit der Angst und sagt, ja, ich habe ihn heute auch gehört, ja, er wird jetzt überall erzählt. Ja. Also, Heil Hitler, gell? Der Name des Führers, der muss viel zudecken. Wenn jetzt zwei streiten, sofort kommen sie auf das politische Gebiet. Neulich hat ein Hausbesitzer, eines der bedauernswertesten Geschöpfe der Jetztzeit, mit einem Spenglermeister einen Krach gehabt wegen den Dachrinnen. Nicht? Sagt er, also ihr seid ja ausgeschaut, mit euch kann man nicht arbeiten, ihr seid ja ärger als wir die Juden. Jetzt fing der Spenglermeister an. So, da heißt es, man soll den Handwerkstand wieder auf Fürs helfen, weil wir so schon halber am Verrecken sind. Na, wenn man ein paar Pfennig verlangt, dann ist euch alles zu viel. Es ist Hunger leider, es ist Traurigen. Schwarz mir die richtigen Volksgenossen. Mord's drum Hakenkreuz, Fahner raushängen und einen anderen Gurgel zudrucken. Schanzing. Jetzt fing aber der Hausbesitzer an. Ach so kamst mir du April-Nazi, du Trauriger, du, den schau an, du bist ja erst zu uns gekommen, wie es keine andere Partei nicht mehr gegeben hat. Weißt, ich hab das nicht gespannt, dass du alte Dachrinnen aufgemacht hast. Das, wenn ich einen Arbeitsbeschaffungsminister sag, weißt was der tut? Der nimmt die Dachrinnen und haut das so lang ums Bein rum, bis du hinten die Hakenkreuz verlierst, du Bazi, du Schlechter. Auch daheim im trauten Familienkreise gibt's oft Differenzen. Und auch da geht's aufs Politische. Er wirft ihr vor, du willst eine deutsche Hausfrau sein. Du warst mir die richtige deutsche Hausfrau. Ja, das ganze Geld, das gab's zu der Modistin und zu der Schneiderin. Das sind keine Notstandsarbeiten, wenn du deinen alten DJ 6-mal umarbeiten lässt. Statt dass man meine Unterhosen fliegst, rauchst Zigaretten. Eine deutsche Frau, die raucht nicht, die schnupft. Das merkst du. Jetzt fing sie an. Du brauchst erst noch was sagen. Du warst mir der richtige Nazi-Sozi. Jeden Tag eine Versammlung und jeden Tag ein Appell. Und jeden Tag kommst du in den Rauschhammer und willst. Super, das war mir die richtige Bewegung. Beweg dich daheim in trauten Familienkreise. Da hast du Gelegenheit, am Wiederaufbau Deutschlands mitzuarbeiten. Das ist auch deine Pflicht als deutscher arischer Mann, das will der Führer. Und ich bin auch nicht dagegen.